Die Abenteuer von Omega Rubin sind vorbei. Jetzt geht's weiter mit Alpha Saphir und hier habe ich ein besonderes erstes Ziel, nämlich den kompletten Höhendeck. Also nicht nur alle Höhen-Pokémon, sondern wirklich alle Pokémon, die hier im regionalen Höhendecks vorhanden sind. Ja, und dafür muss man ein bisschen tauschen, zum Beispiel hier ein Kadabra rüber tauschen, damit es sich natürlich zu Simsala entwickelt. Ich glaube, er hat gerade ein bisschen dämlich geschnitten. Eigentlich sollte man den anfliegenden Pokéball noch sehen. Da war ich wohl etwas zu spät. Entschuldigung, aber egal. Ja, Kadabra, eines der Pokémon, die man hier eben tauschen muss, damit es sich auch weiterentwickelt, weil, ja, man kann so die Vorstufe davon fangen, aber eben nicht die Endform. Und das nächste Tausch-Pokémon wäre natürlich Machoke. Und zwar nicht Georock bzw. Geowatz, weil Geowatz hat bereits per Wundertausch bekommen. Ja, man hört und staunt, es gibt sogar Tausch-Pokémon dort zum Weitertauschen. Klingt verrückt, ist aber so, aber jetzt erstmal wird Machoke sich entwickeln. Vom Muskelprotz zum, na, was wird die Weiterentwicklung sein? Natürlich ein noch größerer Muskelprotz, sprich, wenn die Arme nicht noch dicker werden können, dann müssen sie mir Arme werden. Das vielleicht irgendwie Gear 5 bei Ruffy werden könnte? Wer weiß, wer weiß. Aber auf alle Fälle ist der Preis immer noch heiß mit dem nächsten Kandidaten Zwirklop. Ja, ein Zwirklop, das man so gesehen auch als Zwirfinsel fangen kann. Und damit es sich weiterentwickelt, muss man halt den Düsterumhang ihm anlegen, den man hier im Kampfresort sich ergattern kann. Für, glaube ich, etwa 16 DP, war? Also sprich Duellpunkte. GP, AG-Punkte und wie viel. Aber ich weiß auch nicht mehr genau die genaue Zahl, ist ja egal. Hauptsache, man weiß, wo es sich befindet. Zwirfinst. Und das nächste Tausch-Pokémon wäre in diesem Sinne Rizeros. Tja, und der hat ja auch eine Entwicklung seit der 4. Generation. Durch den sogenannten Schützer kann er sich per Tausch ebenfalls weitermorphen. Das war ein Pokémon, von dem ich sagen muss, ja. Es würde, glaube ich, definitiv den Hässlichkeitswettbewerb gewinnen. Oh mein Gott, ein Rihornio. Wieso eigentlich wieder zu Rihorn zurück? Rihorn, Rizeros, Rihornio? Hä? Egal, anderes Thema. Weiter geht's mit dem nächsten Tausch. Müsste bereits. Genau. Perlu. Das ist mal zu abwechseln ein Höhen-Pokémon, was hier ja 2 Entwicklungen hat, nämlich durch Abyss-Zahn und. Oh, schlag mich. Abyss-Platte, glaube ich, war. Die beiden kann man hier vor allem auf den Wunderinseln bekommen. Wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe. Das müsste ein Alabiss. Genau, ein Aal mit einem Biss. Ein abnormaler Biss, deswegen Alabiss. Keine Ahnung, weiß ich auch nicht. Und dem Zwang natürlich Perlus zweite Entwicklung oder halt, ja, hätte ich beinahe was falsch gesagt. Zweigentwicklung, so wäre es politisch korrekt, glaube ich. Dazu braucht man eben diese Abyss-Platte und dann wird das kleine Perlu. Wird zu keinem Alabiss. Nee. Mach schon mal hin, du olle Spinne. Saganabiss. Wieso das? Keine Ahnung, weil es ein abnormaler Biss. Nö. Sagan? Hä, wovon? Egal. Zum letzten Tausch-Pokémon, Freunde. Ein Seemon, was bereits seit der 2. Generation, Alter, schon lange her, die Entwicklung mittels Drachenhaut hat. Auch das habe ich mir, glaube ich, hier, wenn ich mich richtig erinnere, in der Kampfzone geholt. Wohl, ganz sicher bin ich jetzt nicht mehr. Was ist bei Drachenhaut? Egal. Sidra King. Tja, Freunde, nun wird es noch Zeit für den geheimen Star. Den ganz geheimen Star.
Das letzte legendäre Pokémon des Höhendecks. Hirachi. Mit vollen Grüßen aus Pokémon Hard Gold. Und Soul Silver. Und da sind wir auch schon am Ende der ganzen Tauscherei angelangt, Freunde. Und sind jetzt endgültig hier bei Pokémon Alpha Saphir angelangt. Tja, jetzt ist nur die Frage, haben wir den Höhendex jetzt echt komplett? Direkt doch mal gucken. Oh yes, Höhen-Pokédex 211 von 211. Endlich mal wieder ein, ja, wie soll man da eigentlich sagen, nicht Höhendex, sondern regionaler Dex, dankeschön. Endlich mal wieder so einer komplett mit all den Pokémon, die es jetzt so zu fangen gibt. Natürlich exklusiv noch ein paar andere. Vor allem halt, das hier unten war Hirachi. Das muss ich hier aus Hard Gold rüber tauschen. Also wollte ich eigentlich ursprünglich noch über Pokémover machen, oder ganz normal. Sprich, Pokémover dann, Moment, wenn er ein bisschen anders nehmen musste, auf den Hard Gold erstmal über Freundespark, dann zu Weiß und dann von Weißer Pokémover zu Omega Rubin bzw. Alpha Saphir. Aber da hat dann die Aufnahme nicht mehr so ganz geklappt. Weil ich hatte das Ganze ursprünglich, sprich Pokémover und Pokébank, hatte ich ja auf meiner privaten 3DS. Und ich habe natürlich das Versuch auf dem anderen 3DS jetzt halt zum Aufnehmen benutzt, es auch irgendwie zu installieren und zu konfigurieren, hat dann nicht so ganz geklappt. Und weil man ja eine neue Nintendo Network ID braucht, ja, vielen Dank Nintendo, dass es nicht irgendwie auf mehreren Konsolen geht, war das nicht so, wie ich es gerne gehabt hätte, aber trotzdem haben wir es geschafft. Und hier haben wir das ja, Hirachi. Ja. Schönes Pokémon war das Wünsche-Pokémon, das man damals bei Hard Gold, Soul Silver, glaube ich, durch irgendetwas besonders bekommen konnte. Ich weiß gar nicht mehr welches Ereignis das war, aber irgendwas war damals. Nationaldex, oh, hier fehlt noch einiges, aber gut. Dazu kommen wir dann später noch. Jetzt, ja, wie gesagt, wir sind eigentlich hier fertig mit der Tauscherei. Mal gucken, was wir alles für Pokémon haben. Übrigens, Riolo hier ist eine, das ich per Wundertausch bekommen habe. Ja, gehört eigentlich in die Kategorie Potenzial. Wieso Potenzial? Naja, erstmal wegen Shiny und ich will noch ein Lucario trainieren, von dem her. Egal, legendäre Box. Ja, jetzt mal ein ganzes Boxsystem hier. Also, eine Box davon ist, wie gesagt, die legendäre Box. Also gibt es zwei davon. Das ist Nummer 1 hier, wo ich einfach halt, ja, ein paar legendäre. Im Prinzip ist immer so eine Frage bei den legendären Pokémon. Wie sortiert man die? Machen die nach Region? Machen die irgendwie nach Trio? Nach Abhängigkeiten und so? Also jetzt echt mal so gemacht, dass ich halt nach Abhängigkeiten mache. Zum Beispiel hier die 3 Vögel, oder? 3 legendäre Vogel-Pokémon. Plus halt Lugia, gehört auch dazu. Ist ja eigentlich der Boss davon. Die habe ich auch aus... Oh, schlag mich, wenn das noch gerade weiß. Was Hard Gold, glaube ich, war. Was noch Pokémon weiß? Ich weiß gar nicht mehr. Ich weiß nicht mehr. Auf alle Fälle... Dann wenn dann noch früh... Ja, Originaltrainer früh 2012, Mewtwo. Oh, was wäre... Ist was... Nee, weiß ich gar nicht mehr. Moment, 3 Jahre? Könnte sein, wa? Was noch Hard Gold? Ich habe keine Ahnung mehr, Freunde. Das ist garantiert Hard Gold hier. Mew war auch in Aktionen runterladen konnte per Wi-Fi Connection. Weiß aber nicht mehr welches das war. Für das Event haben wir hier noch Raikou, NT Suicune und ganz normal hier bei Alpha Saphir gefangen. Ich habe sie damals bei Omega Rubin erklärt, wie man das genau anstellen kann. Ho-Oh. Also zusammen gefangen und dann rüber getauscht, genau. Die Golems das gleiche, wie ich sie gefangen habe, habe ich auch schon erklärt. Das ist genau mit dem Eon-Ticket. Die sollte auch klar sein. Hier Hirachi. SO 2010 ist wie Mew auch, war gleiches Jahr. HRP Herbst vielleicht. Und SO Sommeraktion damals. Auf alle Fälle eine der einzigen, so gesehen halt weltweiten Aktionen, wo man echt diese seltenen legendären Pokémon überhaupt runterladen kann. Also natürlich noch fehlt die Celebi. Aber ich habe keine Ahnung mehr. Erstmal, wo ich noch ein Celebi rumliegen habe und zweitens auch in welcher Art von Aktion man eins bekommen konnte. Klar, ich weiß, Pokémon Bank gab eins. Sprich, wenn man sich ja zu Beginn registriert hat, aber ich bin da aus irgendeinem Grund aber irgendwie verpasst, keine Ahnung mehr wieso und ja, doof halt. So, halt auch zu einer getauscht, Groudon aus Omega Rubin. Die haben wir hier gefangen. In Omega Rubin haben wir sie gekillt. Die Alga, Palkia, eins rüber getauscht, genau.
Das hier Giratina, das fragt mich nicht wieso, dass ich immer tauschen sollte. Ich habe es auch per Wundertausch bekommen von Mauro, keine Ahnung wieso. Aber egal, Cresselia habe ich auch, wenn man das fangen könnte. Die drei hatten wir auch mal ganz kurz angeschaut, sind auf die nervigen vom Trio halt. Da auch eins gefangen, auf die gleiche Art und Weise, andere rüber getauscht. Und hier genauso mit Sekon Reshiram. Und dazu gilt es noch, sprich hier halt, verdammt, schlag mich, wie heißt das Teil schon wieder? Verdammt, wie heißt der dritte Drache schon wieder? Fällt gerade Namen nicht mehr ein. Sekrom, Reshiram, komm schon, da war doch das Titel-Pokémon von Weiß 2, Schwarz 2. Kyurem, dankeschön, Kyurem, genau. Das werden wir in der nächsten Episode noch fangen, genauso wie Bolteros hier. Oder ist es irgendwie so? Egal, dann ein Heatran gibt es noch, ein Darkrai müssen wir noch rüber tauschen. Elternedition her und dann haben wir hier noch einen Regigigas und dann, Freunde, würde ich mal sagen, ist die legendäre Box fürs erste komplett. Ja klar, ich weiß, ein paar legendäre Pokémon so fehlen noch, aber das dann später. Wie ich mal schätze. Gut, zum Rest der Box, hier haben wir noch, ja, ich habe es mal so versucht, in der Region und so sortieren. Ich weiß, klar ist im Prinzip fehl, weil ich habe ja extra noch 4 Boxen für extra Höhendecks und dort sind ja auch Pokémon von den anderen Regionen drin. Aber war einfach mal so ein spontaner Versuch, um irgendwie originell zu sein. Da haben wir damals auch runtergetauscht, wollte ich gerade sagen, runtergeholt war. Geschenk. Ah, stimmt, das war genau hier von Alpha Sapphire Omega Rubin. Hier fehlt noch ein Plinfa, aber ich glaube, da bekomme ich eins noch von Kai später mal. Johto, die bekommt man ja auch, ja, hier steht so Original-Trainer Maike. Die bekommt man ja auch bei Pokémon Bank und so aktuell noch, ich glaube, das ist bis irgendwie November 2015 war, kann die irgendwie, sobald man sich das erste Mal verbinden mit Pokémon Bank, kann man sich die hier per Pokémon Link runterholen. Vor allem natürlich geile Fähigkeit. Alles andere, Attacken ist bei ihm hier auch cool, aber Wesen, EVs, DVs, gut, EVs ist ja sowieso Quatsch, aber halt DVs, naja, müssen wir noch richtig züchten. Aber dazu dann später noch mehr her. Die Kanto-Pokémon, Bisasam, Glumanda, Shigi, oh, Glumanda, das wäre noch geil zu züchten. So, kommen wir jetzt einmal zum Höhendex hier, wa? Wie gesagt, ich habe hier 4 Boxen und so angelegt. Mit jedem Pokémon, das im Höhendeck, sprich nur hier bei Omega Rubin Alpha Sapphire vorkommt, plus seine Entwicklungsstufe halt einen eigenen Platz. Also deswegen ist jetzt hier Alabis und Sagnabis hier und nicht noch Perlu. Oh Mann, ey, das hat so lange gedauert. Ich bin jetzt so froh übrigens hier noch der gute Tommy war. Denn ich habe hier neuen Pokémon, die hier reinkommen. Hier, das Team. Zum Teil halt alte Pokémon aus Omega Rubin, andererseits Alpha Sapphire und dann halt 9 dazu. Mit und dann 9 Items, zum Beispiel hier Elevoltic, der hat einen Luftballon bei sich, der Milotic, den Heißorb. Ich würde doch gerne noch irgendwie so eine Beere geben für die Schwächen von Feenattacken reduziert, oder gerade sagen, nee, die Stärke von Feenattacken reduziert, genau. Das noch, der kann wohl nicht mehr zum Einsatz, der gute Kokiri. Atomic, doch, der schon noch. Moenia sowieso. Und die gute Fire auch. Sonst war es dann vor allem hier oben halt ein bisschen die physischen Pokémon ausgerichtet, hier unten die speziellen. Sonst sind auch nichts Besonderes. Hier haben wir die Box Potenzial. Entweder weil sie halt gute Attacken haben oder eben shiny sind oder auch gute DVs haben. Der vor allem Drachentanz Wasserdüse, sowieso etwas, was ich noch unbedingt brauche, weil mein Impagato hier hat zwar gute DVs und ist sonst ganz gut trainiert, aber eben es fehlt ihm noch die richtige Fähigkeit. Und zumindest statt Knirscher wäre doch Wasserdüse in vielen Situationen noch hilfreich gewesen. Deswegen mal bei Gelegenheit neu züchten, dann wird das schon etwas. Roselia, wieso der? War glaube ich auch gute DVs und so. Noch etwas war mäßig, aber männlich. Froh, aber weiblich. Pichu, wegen Voltackle. Okay. Gebraucht für unser Fei. Dann die waren für mich Rainia da, genau. Der war, glaube ich, wegen Abgesang, genau, was er für Fei gebraucht habe. Oh ja, bis er das mal Level 46 hatte. Die Kindwurm Family. Boschwa. Wegen Minutig war.
Ist auch den noch drin? Vor allem den Donnerschlag zum Weiterzüchten, genau. Chimcha! Knilze für ein neues Cup-Pilz kann auch nicht schaden. Und das, Glumanda, Freunde, werden wir in den nächsten Folgen. Ich muss mal gucken, ich glaube, das wird schätzungsweise so etwa Episode 32 sein vom Let's Play, wenn wir das Teil noch weiter züchten. Ich will unbedingt einen Glurk im Team haben. Den Glurk ist sowieso mein Lieblings-Pokémon seit eh und je und deswegen ist mal dringend Zeit. Ja, hier halt ein paar Pokémon für Feld und so, ganz klar mit VMs. Oder hier noch Geheimpower und Lockdoof, genau, wird noch fürs EV-Training wichtig sein. Contest, da werden wir uns auch noch ein bisschen damit beschäftigen, in etwa 3 Parts. Oh mein Gott, vielleicht ein bisschen vorbereiten dazu. Naja, mal gucken. Die fehlt noch ein bisschen, reserviert ist vor allem vom Tauschen noch, ich glaube, das haben wir Kai teilweise noch. Ja. Das sind die Punkte, die ich vor allem für Wundertauschen so verwende. Sprich, meistens vor allem halt solche, die ich ja schon habe, oder eben vom Züchten noch übergeblieben sind. Sucht Hilfe, das ist was speziell zu mir, und so habe ich hier ein Ditto 235, 245, 356. Hä, wieso denn das? Okay, also Mekago ist klar, deswegen ausschlüpfen, oder wegen Brüten. Die Dittos sind solche, die volle DVs haben, und deswegen auch 235, weil eine steht für KP, 2 für Angriff und so weiter und so fort. Deswegen haben wir hier halt eins mit Angriff, Verteidigung und Spezialangriff. Spezialverteidigung, Entschuldigung. Der war Angriff, Spezialangriff, Spezialverteidigung. Das vor allem für Defense und der ist auch für den Speed noch. Weil ich noch kein Ditto habe, wo irgendwie 5 und mehr Werte auf voll wären, deswegen. Such, dass noch übrig bleibt, und dann noch nicht genau weiß, wohin damit, ob Potenzial oder weiter tauschen. In der Box kenne ich bereits, jo. Was bereits von, er kennt bereits mein ganzes Team, also natürlich Team plus irgendwie mein ganzes Inventar bis jetzt zumindest noch, es wird sicher noch ein bisschen abgedatet werden und ja, vermutlich sogar das eine oder andere, das dann noch abändern werden, irgendwie doch nach ganzen Nummer machen, sprich irgendwie zuerst Kanto, Johto, Höhen und so weiter und so fort, aber ich glaube bisher sieht es gar nicht mal so schlecht aus, vor allem das hier, dass ich schon so viele legendäre Pokémon habe. Ja, das freut mich sehr. Nun denn, Freunde, in diesem Sinne, danke fürs Zusehen, in diesem Part geht es hier weiter. Ich denke trotzdem, wir brauchen etwa 2 Parts dafür, weil es geht darum, dass ich euch noch zeige, wo man Regigigas, Herdran, Kyurem und Bulterus fangen kann. Und Giratina sagen natürlich auch noch, aber brauchen wir nicht mehr, weil wir haben sie bereits. Einfach noch zum, ja, Besiegen und dann ist das cool, Mann. Ansonsten, was geht noch so tun? Ich guck gerade mal. Wie jetzt mit dem Pokédex? Nö, ist nix. Ja, genau, Pokédex, ich bin ein Trottel. Was sagt denn Professor Birk dazu? Ja, dafür haben sich ja die ellenlangen Stunden, wo ich hier schon zocke, gelohnt. Und Glückwunsch, du bist allen Pokémon aus dem Höhen-Pokédex begegnet. So ist es aus, du bist dir fleißig dabei, möglichst vielen Pokémon zu begegnen. Ich habe ein kleines Geschenk für dich, also komm doch bitte in mein Labor. Bitte was? Geschenk. Ein Geschenk. Weg hier. Das Kampfresort. Oh ja, hier, wir haben noch grobes Aufpunkten. Dann aber... Ich überlege gerade mit Glurak vielleicht oder ohne Glurak noch. Muss mal gucken von der Zeit her und so. So, Cresselia. Waren das 4 schon? Ich glaube irgendwo hier drüben, oder? Da vorne war es nicht, das war eine normale Insel. Egal, los geht's! Denn der Professor hat ein Geschenk. Hier ist die Giftforce. Dann wollen wir doch mal sehen. Professor, hier bin ich. Müssen wir einen Blick auf den Pokédex werfen? Klar, Mann.
Das heißt, das ist nicht so, was du möglichst viel. Ja, da war es mal gesagt. Hier ein kleines Geschenk, Mann. Und Over. Bitte was? Was denn das? Hä? Und es scheint wahrscheinlich, dass in der Pokémon Eier gefunden werden. Lecko mir, was ist denn das für ein geiles Geschenk? Also niemand hat jetzt keine Ahnung, Freunde, ganz ehrlich. Mit einer Pension Eier zu finden, muss ich ihn aktivieren? Nö. Ist das geil, jetzt geht es natürlich noch schneller. Was sowieso mit den O-Kräften sowieso schon schnell geht. Ja, O-Kräfte werden wir uns im nächsten Part auch reinziehen, weil, legendäre Pokémon fangen und so ist zwar schön, aber man braucht ja ein paar Bälle dazu und, die gehen mir schon seit geringer Zeit ein bisschen aus. Ja, so 25 davon müsste reichen. Und der muss auch noch weg für die legendäre Pokémon, das denkt zu mir, ja, vielleicht sogar für Regigigas, wa? Könnte durchaus hinkommen. Also gut, Freunde, im Sinne, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal, wenn es weitergeht mit der Jagd nach legendären Pokémon. Ciao zusammen!